Goedemorgen, Lebenswasserkirche. Welkom thuis. Ik wil gleich de eerste aanvangen met de bekonmerking. Wenn du dich hast geplant, einen Karten zu befreien, dann will ich die in den Partner Boot springen, um unsere Premarital-Klassen durchgehen. Diese Premarital-Klassen, die gehen für 8 Wochen an und die sind eingereicht, um die in die Partner Reutmerken für das befreite Leben. Und so, wenn du gleich mit einem von unseren Predigten wird drehen und einen Tag von jeder Klasse, dann verlangen wir dort, dass du diese Klasse best durchgehen. Wenn ihr darüber interessiert, wie viel die Information durchgehen ist, zum ihr abschreiben für Premarital-Klassen. Ons nächste Tauffass ist die Plan für April den 9. Und so, wenn du die noch nicht getauft hast, aber du hast Glauben an Jesus Christus, dann ist das der nächste Stopp, was die Kurs nehmen. Hier bei Lebenswasser sagen wir Glauben, Taufen und dann Wassen. Und so, wenn ihr darüber interessiert, die Taufen zu lohnen, dann freue ich mich, dass die Information durchgehen ist, zum ihr abschreiben für Tauffass April den 9. Dieser abkommende Sonntag, morgens den 5. haben wir unsere nächste Vision-Klasse geplant. Die Vision-Klasse ist für alle, wo wir gleich mehr Informationen haben von Lebenswasser aus der Kirche, wo wir schaffen und wo wir glauben. Die Vision-Klasse ist für so, wo wir gleich ein Mithelfer zu werden. Und die Vision-Klasse ist für so, wo wir gleich ein Glied zu werden, hier bei Lebenswasser Kirche. So, wenn ihr einen von diesen 3 Dingen interessiert, dann schreibt die ab in den Informationen für Vision-Klasse, nun morgens den 5. Diese Donnerstag, morgens den 2. Klock 7 Uhr, ist bei Lebenswasser Kirche, weil ich die einladen, reinzukommen, und wir haben 2 neue Klassen, die wir die anbieten. Eine von den Klassen wird gelehrt worden von Pastor John Wall. Er wird eine kleine Geschichte durchgehen. Und die zweite Klasse wird gelehrt worden von Pastor Jacob und Christy Cornelson und dann noch Anna Friesen. Und die wollen eine Klasse anbieten, die sich nennt Durch den Sturm von Weidel. Und so, wenn ihr einen von diesen 2 Klassen wird interessieren, dann will ich die Motor sprechen. Lade deine Freunde und Familie an, reinzukommen, sodass diese Donnerstag, Klock 7 Uhr, ist bei Lebenswasser Kirche. Beide Klassen werden tegelijk angehen, so die Klasse wählen, wovon eine Klasse die wir als Part annehmen. Und diese Klassen die werden für 8 Wochen angehen und Donnerstag ist sowas. Und dann zuletzt, was ich Ihnen gleich in alle denkt haben, dann nur den Gottesdienst auf jeden Weg rieb von der Kirche und jeder sie deren, haben wir unsere Opferdosen. Und uns die Gelegenheit für die zum Geben. Hier bei Lebenswasser Kirche sagen wir wollen mehr geben, als verlangt ist. Und sag mal, das Motto sprechen, wo immer Gott und ihn Hort leihen hat, das ist die Gelegenheit zum Geben zu Gott, wenn Gott uns erst hat gesehen. Das sind alle Bemerkungen für dieses Werk. Dankeschön für die Anhörung. Ich wollte nicht vergessen gehen. Schuld, der hat nicht gut getan. Und dann
einfach das Nummer auszusprechen. Der Gott, der lebt, abgestoßen ist und der uns Freiheit schenken will. Du nimmst unsere Schuld, läutst euch in der Graf, wir sind vergift, wir sind dort weit für immer Geld, der sein Blut allein, dort ist vor dich, dort ist, du nimmst unsere Schuld, du nimmst unsere Schuld, läutst euch in der Graf, wir sind vergift, wir sind vergift.
steht für mich. Halt sie Gott, sie kennt, ja, sie kennt. Berg sein. Das hat sich gelegt, was andere Menschen sein, oder was die gesagt haben, Berg sein. Der Wort hat das, was du sagst für mich, über mich. Und ich danke dir dafür. Ich sie angenommen, ich sie verjährt, ich sie dient und du läufst mir. Dankeschön für das Haus, was du für mich heute mehr lässt. Dankeschön, Herr Jesus. Ik leef aan de bloed van Jezus, wat mij meer grenzen sneu. Ik leef aan de kracht van zijn woord, dat merkt je brekne heil. Ik leef dat de vloer van zin als je breken, als de stein wat vaak je rond. Ik leef, ik leef, ik leef. Hier ben ik meer fertig haar. Ik stoel op met te vertrouwen. Ik verdien schijnheid zijn. En de steed waar ik me vind. En denk waar ik kan gaan. En denk van waar ik kom. Ik verdien schijnheid zijn. En de steed waar ik me vind. Ik leid dat wij van vallen, want we vallen op onze knie. Ik leid dat lomen van gonen en de blinde van zijn. Ik leid dat de potten van haar schaderen en de gooi om van te zien. Ik leid, oh. Je wie ik me verdiend haar, ik stoel op met te vertrouwen. Ik verdien schijnheid zijn. En de steed waar ik me vind. En denk waar ik kan gaan. En denk van waar ik kom. Ik verdien schijnheid zijn. En de steed waar ik me vind. Sing door til det daglige, sing door til det sinds, alle generationen. Kijk wat haft det har det om, sing til det de strøm, tot læs jeg kom.
Sing nog till det färgar. Kijk vårt hav det här är dom. Sing till det dagar. Sing nog till det syns. Dålig generationen. Kijk vårt hav det här är dom. Sing till det distrem. Då lyser kom. Sing nog till det färgar. Kijk vårt hav det här är dom. Kijk vårt hav det här är dom. Hier beek mig färdig här. Ik stod op met jou vertrouwen. Ik word delen zijn het zijn. En de steed waar ik me vind. En dank waar ik kan gaan. En dank van waar ik kom. Ik word delen zijn het zijn. En de steed waar ik me vind. Hier beek me färdig här. Ik stod op met jou vertrouwen. Ik word delen zijn het zijn. En de steed waar ik me vind. En dank waar ik kan gaan. En dank van waar ik kom. Ik word delen zijn het zijn. En de steed waar ik me vind. Mij kan met je terug te gaan naar dat eindlied eier waar we zingen dat ik zie die, wer du zijst, dat ik zie. Some van jullie hier, je hebt trouble met dat je harken wer du zelf zijst, wer du bent. En wanneer dat een beetje trouble komt, dat dingen in die leven aankomen, dan reed zelfs te die, du ranst die zelf stoel en du zijst, dit is maar wer ik zie. Ik weet dat, because even bij mij komt dat nog mal erop aan. En ik wil die besmoed merken dat we aanvangen te harken wer Gott zegt. Dat du bist, nicht wer die nobers sein, oder wer im Dorf sagt, oder der mit wer du top schaffen ist, oder mit wem du top leben ist. Aber horch mal, was Gott sagt, wer du bist. Und er sagt, dass du bist angenommen, du bist aus der Welt. Und wir sagen da, dass du merkst, du steht right für mich. Und das wo der Heilige Geist zu mir reden, sagt, dass es mir auch bloß scheint zu singen, bis zu weit, Gott, du hast eine Stadt right für mich, und das ist das Haus, was du right merkst für mich, und da wollen wir ein Tag sein. Aber was mein Hart ist, ist, dass, wenn ich bis an denke, für die, die noch nicht hier sind, und nicht in der Einwut sind mit Gott, oder was Jesus nicht kann. So ist das so leicht, dass bis du vorbeikicken sagst, Dankeschön, Jesus, für dass ich vergeben sie, und Dankeschön, dass du ein Haus reit merkst für mich, und ich kann auch nicht schauen, was ich war im Haus sein mit dir, das Haus, was du reit merkst für mich. Aber ich will bis uns das alle am Hart leiden von dir, und bloß einmal ein klein bisschen überdenken, wer ist dort, wer ab dein Hart ist und deine Gedanken ist, was nicht hier ist. Er nicht Jesus kennt, vielleicht nicht in dieser Kirche, aber was nicht Jesus kennt. Wenn wir sollen besorgt sein um die, was nicht hier sind. Dann sag wel bis met je tijd nemen, met je toppen en je gebed leiden, bis vragen dat de Heilige Geist wat te die reden. Heilige Geist redt ons alle en wijs ons deze persoon, deze familie. Deze opgave wat du ons hast gegeven, om uit te gaan, te mensen aan te laden, te mensen aan te brengen en in gemeenschap brengen met die. Heilige Geist, ja van deze naam, ja van deze familie, ja van deze persoon, leid bis op ons hart, dat ons wat klaar is. En dan ja van ons kracht. En deze nächste werk, dat werkelijk wat met te doen. Te uitgaan en te deze persoon reden zijn. Kom naar Jezus. Kom naar Jezus. Gott, ja van ons kracht. Ik weet, du hast ons deze namen gegeven, du hast ons deze familie gegeven. En onze gedanken in ons hart. En help ons dat we niet waar bloos de voorbijkijken zijn, dankzij Jezus, dat we een huis hebben im Himmel. Maar dat we waar onze arbeid doen, we waar ons aanstrengen, we waar uitgaan. En we waar meer mensen naar die brengen, dat evangelium bis uitbrengen. Dat de goede nieuwigheid bis uitbrengen. Dankzij. Dankzij dat du was ons kracht geven, deze arbeid te doen. We loven die en we danken die en we zeggen die dank. Dankzij Heilige Geest voor ons deze namen geven en voor ons kracht geven. We loven die en prijzen die in Jezus naam. Amen, amen. Waar we Jezus een hand geven. Hij is zo goed, amen.
Thank you, Jesus. Ich kann nicht alle durchsaten. Good Marius, Ola, welcome hier. Mij vrijdag dat je hier bent. Mij vrijdag dat je in deze gottesdienst hier bent. Met ons top zijn hier vandaag. Dat is hier niet mal sehr wendig hier ben. Iemand wat dat hier kan en zijn kan. Maar hier zit goed ben. En so veel dank voor deze gottesdienst. Kom hier met ons top zijn vandaag. Ook voor die wat online kijken, wat vandaag niet kan hier zijn. Je kijkt vielleicht van wie af. Dank voor met levenswasser top zijn. Ik freue mich, dat je jullie kinderen hebben metgebracht. Ik freue mich, dat je de ganze families hier zijn. En ik wil ook die welkomheid wat je hier zijn als gast. Vielleicht sei je lang niet hier was, vielleicht ist es zum ersten Mal, vielleicht kom je hier durch en bezeken hier ons vandaag. Sei je welkom. Mij freut dat je hier bent, so welkom hier. We willen de kindersegnung haben. Vandaag, we hebben 4 couples, so 2 paar Lied waar in deze gottesdienst zijn. Baby, you want to come up? Christy, meine Frau, sie wollte mir ein bisschen helfen mit das. Und so, wir wollen 2 Couples hier haben, in diesem Gottesdienst, und dann auch noch 2 Couples in den nächsten Gottesdienst. Und so, kommt ab, je weiter kriegt, wer das sind die Lied hier, was in diesem Service geplant sind. Ja, das ist ein Couple, und dort ist noch ein Couple, kommt ab. Und wir werden ein bisschen Hand geben, dass sie abkommen, sie sind proben, weil ihre Kinder in Sehen sprechen hier. Come on up. All right, so this is so good to have you. That's why I got that you hier sind. Und wir freuen uns mit Juden Matt. Ihr habt es sehr schön. Die haben alle eine besondere Geschichte von jungen Babys, Miracle Babies. Und es ist so gut, dass ihr hier sind. Und wir wollen ein bisschen sehen, sprechen ab Juden und jungen Kinder. Und so Christi wird den Namen geben zu den Eltern und den Kindern und Juden introducen. Das erste habe ich hier Talia Jane Penner-Bahnmann und die anderen sind Ruben und Lydia Penner. Und das nächste habe Amaya Kailin Madrid Wieb und die anderen sind Luis und Wendy Madrid. Dat ze hier aan stage opkomen, eerstens alleen zijn ze beroofd dat ze dat doen. Soms is dat een beetje vreemd hier opkomen. Maar we zijn excited met een top dat ze beroofd zijn en hier aankomen. En plus wel een zin gesproken hebben op ihre kinderen, op eind wijsheid. Zodat ze weer gaan en ihre kinderen leren. We geloven wat het zegt in Psalm 127, vers 3. Dat zegt dat kinderen, die zijn een geschenk van God. Dat is een geschenk van God, dat is een zegen wat God je gegeven heeft, dat is wirklich een geschenk. Meermaal, wanneer we naar onze kinderen kijken, dan denken we zo, dit zijn onze, dit zijn, waar allemaal onze zijn, dat zijn ook. Maar we moeten ontdekken dat God heeft ons die gegeven van de wijsheid, dat is een geschenk. En hij heeft ons die gegeven om die leer, dat we kunnen een goede invloed zijn aan die kinderen. En het ganze meeste wat God wil hebben, is dat we worden kinderen leren. Wer hij is, dat ze worden gemeenschapvol met hem, dat ze worden Jezus kan leren en dat ze worden geloven aan Jezus. Dat is wat God wil hebben van je. En zo dit is een bewijs dat je hier zijn zij, ons veld in zijn, wie wil in je stattung hebben, dat is je plan wat je wil doen. Dat je wordt je kinderen de Bijbel leert, dat de Bijbel de werkelijk de waarheid is. En plus voorop gaan en een model merken. Wie als ouderen, wie kunnen een model zijn, wie kunnen een exempel zijn, wat de kinderen van ganz klein aan kijken naar je, dat je zoals je geloven uitleven, dat je naar de kerk vaart en zoals je geloven uitleven doen. En zo, we spreken en zijn op je ouderen, wijsheid over je, dat je waar bis voorop gaan, dat is een model zijn voor je kinderen. En dat de kinderen daar je waar plus een goede weg een channel hebben, dat ze waar Jezus kan leren, ganz van klein aan, ze waar bis als heiland aannemen, ze waar geloven zaten, want ze groot genoeg zijn, dat geloven wat op Jezus gezegd zijn.
Menschen, die Frauen nochmal, so wenn die in Sehen sprechen, ab die Kinder, ist das nicht meist dasselbe ist, wenn die wird getauft? No, das ist nicht. Das ist bloß jünd in der Stadt, wie aus Kirk, wie in der Stadt, jünd, wir sprechen in Sehen ab jünd. Und die Taufe, das ist something, was die Leute haben, wenn sie die Erkenntnis haben, dass sie Jesus annehmen als ihr persönlicher Heiland, dann können sie taufen lassen. Aber das ist ein guter Weg, wo die können bis all den Weg dort haben, merken und leiden, dass die Kinder bis so viel leichter werden können, Jesus kennenlernen. Und so das war das. Wie will ein bisschen sehen, sprechen ab jünd und Weisheit und das ist eine Season, wo ihr seid mit jene Familie, mit jene Babys. So ich würde fragen, dass ihr abstehen und dann wollen wir ein bisschen in Sehen sprechen über Ernst. Vor dem Himmel, Dankeschön für diese Familien. Dankeschön für die Babys, für das Geschenk, was du ihnen gegeben hast. Wir fragen übrigens Gott, dass du ihnen Weisheit geben, die Kinder zu lernen in dieser Season, wo sie sind, dass die Kinder waren, die kennenlernen, Jesus. Ich spreche Gesundheit über die Kinder, dass sie waren gesund abwachsen, wo sich lehren, dass sie gut wiederkommen, wenn sie anfangen zu gehen und zu verteilen und all diese Dinge, was Babys tun. Ich spreche bis in Sehen ab dort. Ich frage auch bis Gott, dass du diese Eltern warst, besonders in Sehen geben mit Geduld, dass sie geduldig sind mit ihren kleinen Kindern. Und die Moments, die Zeit bloß enjoyen, die Zeit, wo sie bei sind, bloß das Leute sehr schön gehen und bis ein gutes Familienleben kann haben. Gott, ich spreche bis eine besondere Beschützung über die Dads in diesem Heim, dass die Dads waren Provider sind, dass sie waren beschützt, dass das Heim wird kann beschützt bleiben und dass du warst bloß Tod geben, dass die Kinder können bis eine gute Zeit haben, wo sie abwachsen dürfen. Wir sprechen in Sehen, Beschützung in deine Hand über Ernst in Jesus' Namen. Amen. Wir werden noch einmal eine Hand geben. Thank you guys. Blessings. Ich kann Ihnen was sagen. Das nächste, weil wir eine neue Botschaft anfangen. Pastor John, der wird von der reden. Und diese Reihe von Botschaften, das sind 5 Botschaften, die handeln sich an unsere Vision von der Kirche. Unsere Vision ist Gott, Leewen und Menschen, Deenen. Und so wie dachte, so wie wurde das Jahr noch einmal war, die Gott, Leewen, Menschen, Deenen Botschaften durchgehen, die Vision übergehen für Menschen, die das vielleicht auch ein bisschen nicht erweitern, oder vielleicht was nie sind, die das noch nicht gehört haben. Und so das Jahr, was wir wollen tun, die Gott, Leewen, Menschen, Deenen, die wird sich alles handeln, rum an der Farm. Und so gleich, wo wir alle gut kennen mit der Fall, because wir sind auch in der Gegend, wo wir Farmer sind. Und ich hoffe, dass die Worte rückkriegen über die nächsten 5 Wochen, um besser verstehen, wer wir sind, was die Part von sind in dieser Kirche, wenn wir sagen, Gott, Leewen und Menschen, Deenen. So Pastor John, der wird anfangen mit dort, ich will Luther in der Serie auch eine Botschaft und von dort ist der Plan nu aus. Und aber wie kicken fair, was so kommt. Und wenn ihr nicht hier sind, kickt ihr online, dass ihr ein bisschen besser verstehen, wo wir haben als Kirche, was ist unsere Vision. Hier ist ein Karta-Video, kann ihr den checken. Zullen we vielleicht gewoon Karn eten, nicht? So, das ist ein Foarm. Duizenden Acker lohnt. Viele Arbeiter. In diesem Foarm, die haben een grote Dash. Einmal de week roopt das Foarm als seine Arbeiter taub. Und sie zaten er aan de Dash.
Sie eten Frühstück, sie haben Gemeinschaft, trinken Kaffee, verteilen sich Dinge, spußen. Und reden von was sie das nächste wollen tun und wer du was schaffen und wer du in seine Dinge dann gemeinlich haben so ein Dashwurm berät. Und wenn sie sich gegeten haben, dann gehen sie rüt und jeder einer geht nur seinen Stab und der hat seine Arbeit in der Form des erfolgreich. Ich dachte, das Werk war das letzte Werk, was ich an das anfangen zu schaffen und da ist das Formerie als die wichtigste Arbeit in der Welt. Na, ich weiß, dass jetzt alle Hand wichtig arbeiten, aber wenn die Form nicht schafft, dann hungert die Welt. Ich kicke ein bisschen nur in der Welt, wir haben genug Eten in dieser Welt, like, das ist genug Formerie und da wird genug geproduziert für die ganze Welt. Aber das sind 20% von der Welt, von der die unernährt sind. Da meine ich, dass die dort hungern unbedingt, aber die eten dort verschlägt nicht, oder die haben nicht genug, oder die wissen nicht, wo die nächste Mahlzeit wird von kommen. Aber wenn wir uns feststellen, dass wir haben eine Farm und die haben ein schmackes Bild von der Farm, und jeder Arbeiter, der seine Arbeit, das Eten kommt an in der Welt der Art. Und das ist erfolgreich und das geht schein. Alle von uns, die das schein haben, große Dashseiten, einen Fall von Eten, schmeckt schein. Aber stellt euch vor, dass diese Farm, die hat einen großen Dash und die Arbeiter kommen und Dash und die eten sich so. Und die gehen schein und die haben alles durch den Dash, was ihnen fehlt, und nur den Dash gehen sie in ihren Schattenbaum legen. Und die Welt hungert out. Gott ist ein Former. Gott hat eine große Form. Das ist Gott sein Plan, dass die Welt wird sozusagen zu eten haben. Dass die Welt wird gerat worden. Wir sollten mal in der Klasse Jahren 3, dann lesen sie uns da ein Blatt vor. Und das Blatt hat eine lange Reihe von Dingen da oben, was wir glauben, was wir brauchen zum Leben. Und so haben sie abgehen wir ausstrecken, was wir nicht matten hat zum Leben bleiben. Und dann fangen wir an auszustrecken. Und weißt du, was wir lang haben ausgestreckt und verteilt und neu gecheckt, bleiben da 3 Dinge vielleicht Feuer. Da wir Odem und Wut an eten. Das ist, was die Matz hat zum Leben. Some würden sagen, du hast noch Schüling, Shelter. Vielleicht mit ohne, wo du in der Welt lebst. Aber wir haben viele Dinge in dieser Welt, was wir leben, was uns fehlt, die sind möglich. Die musst du nicht unbedingt haben. Aber eten musst du haben. Wenn du nicht eten kannst, das ist die wichtigste Arbeit in der Welt. Mir ist es interessant an zu denken, dass dort, wo die Welt Macht hat zum Leben, dort ist so, was Gott hat. Dort was tut Gott seine Erde. Wir können uns Trailer spüren und alle haben Gerätschaften, das sind gute Dinge, und uns fehlen da vielleicht zum Acker und so eine Dinge. Aber wirklich, wenn das bei durchkommt, wo wir einmal sagen, wo das Gumm am Heavy abkommt, dann fehlt die Eden. So stell dir mal vor, du hast ein anderes Papier fertig. Und das Papier hat eine lange Liste von Dingen, was ein Mensch hat, um seilig worden. Und du fängst an auszustrecken. Von was wir nicht brauchen, hat, um seilig worden. Und weißt du, da bleibt ein Ding stehen. Und das ist Jesus. Und so Gott hat eine Form. Und Gott hat einen Dash. Und der Dash ist der lokale Tag. Wir als Lebenswasser sind ein von den Dashen. Da sind Tausende in dieser Welt. Aber wir haben einen Dash und wir kommen hier topen. Von der sei hier an das Dash. Wir trinken Kaffee, wir spazieren, wir eten, wir haben eine Botschaft, wir wollen eine gute Lehre haben, eine praktische Lehre. Und so wir sitzen an das Dash und es scheint, wir haben Gemeinschaft. Und dann ist es durch. Und wir haben gegeten. Und was dann? Weet je, wenn ich nicht schaffe, geht die Welt verloren.
Wir haben ungefähr auch 20% von der, vielleicht mal ein bisschen mehr erwähnt, ja, was noch nicht die Bibel in ihrer Sprache kann, so eine Dinge steht. Da wird einmal von Missionsorganisationen ein bisschen ausgerechnet, dass in den nächsten 10 Jahren die Bibel übersetzen in alle Sprachen von der Welt. Wir haben die Technologie, wir haben alles, was uns fehlt. Und so wenn wir denken, Jesus sagt, ich will nicht zurückkommen, aber alle Menschen das Wort haben. Das wird zusammen Brücken zu meten sein, wenn Jesus wird zurückkommen. Ich weiß nicht, aber ich und du, wir sitzen um das Tisch und wir sitzen an Gott seine Foarm und die Frau ist, was passiert nur diese Multit. Erst einmal sag ab, was dann, dass wir mit einem Säckel Korn schneiden. Ich hatte nie so einen damit Job dort. Ich so ein Kram denk und das schwor und das wir einmal gleich in Krüt und die schwarze Speck und alle in der Backen. Weißt du, von was ich rede? Weißt du, dann wir nächst und dann sagt wir eigentlich stopp, because dort wird so eine böse Arbeit. Aber weißt du, was da passiert? Dat wenn meine Geschwister alle Korn schneiden und ich sagte, nächst ab eigentlich stopp, dann wird meine Korn dann nicht geschnitten. Und so was für eine Arbeit wird da nicht getan, wenn du nächsten ist. Ich weiß die nächsten nicht, aber ja, no, sorry. Aber weißt du, wir tun nicht unsere Arbeit. Wir können schön eten und dann gehen wir in das Haus und schlupen, aber was immer wir tun nicht. Und weißt du, die sind nicht alle Prediger, die sind nicht Diakonen oder Evangelisten oder einzelne Dinge. Aber du kennst Jesus. Und du hast eine Arbeit. Und du kennst Menschen. Deine Familie ist die erste. Und so immer du schaffst, so immer du bist. Wenn wir da bekannt sind, als jemand, was Jesus läuft, und wir wollen von dem bechecken, was meint, dass Gott lebt. Und so bloß einfach mit meinem Leben. Wir sagen einmal, wir predigen immer das Evangelium, einmal mit wir. Aber mit uns Leben. Und so vom Dash nur der Stab. Römer 10, 13 wills, wer immer den Herrn sie Namen anruft, wird selig worden. Unsere Vision ist al für Jahre gewesen, wie leben der hat Gott uns gegeben. Das ist die plötzlich redende Welt mit dem Evangelium erreden. Das ist unser Kornstab sozusagen. Unser Lebenswasser. Da meine ich, das sind nicht andere Wäschestaben. Da meine ich, das sind nicht andere Kirchen, was vielleicht mit anderen Rassenmenschen schaffen, die haben den Raub von Gott. Das ist unser Raub von Gott. Und ich hatte einmal an gedacht, ich und du, wir sind die einzigen Menschen in der Welt, die plötzlich kennen. Und es sind Tausende von unseren Brüdern und Schwestern, die das nicht reden, das plötzlich. Aber du, was du Sprech hast, du wirst es nicht tun, wer soll dann? Und weißt du, das kann bitte später weiter, aber in dieser Botschaften ist es wichtig, dass wir anfangen zu denken, dass wenn ich an einen Schattenbaum lege, nur eine gute Multit, dann geht die Welt verloren. Dann gehen meine Geschwister, meine Nietzsche-Geschwister, unsere plötzliche Lied, die gehen nach Hall, wenn ich lege an einen Baum. Und so da werden wir an denken, wenn das uns raubt. Und so wer immer von uns folgt, was Jesus anrauben, das sage ich nicht, wer immer wird nach Lebenswasser kommen, oder wer immer wird der rechte Kleidung haben, oder wer immer wird das oder das oder das, wer immer wird dem Herrn anrauben. Aber was sollen sie den anrauben, an den sie nicht geglaubt haben? Und das ist eine gute Frau. Wo sollen sie? Wo sollen wir an dort leben, oder dort annehmen, was wir nicht gehört haben? Oder wo sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Oder wo sollen sie hören, wenn kein Prediger ist? Wo soll die Korn geschnitten werden, wenn ich an einen Baum lege, nächst, wenn das Krüt mag? Und wo sollen sie predigen, wenn sie nicht geschickt wurden, so es geschrieben steht, wo wunderschön ist dort, wenn die kommen, die uns den Fried predigen, die uns die Gute zu sein haben. Und dann wird Paulus redet hier zu den Römer. Aber wo sollen sie? Das ist die Frau. Und so Gott ist ein Former. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass der Stab des wird zerarnt. Aber das sind nicht Arbeiter.
wir sind nicht stark, wir haben viele mithelfen, wir sind berufen damit. Aber wir wollen jetzt sein in dieser Botschaften, dass wir sind nicht ganz so gut auf den Beinen, die haben sich an das hier einmal leben. Oder vielleicht hast du wieder merken hier. Du sind Wort stehen in unserer Kirche, wo das gerühlich neidig an Arbeit fehlt. So wer wird deine Korn schneiden? Das ist unsere Frau. Und nicht bloß hier bin, aber in der Welt. Und wisst ihr, wir gleichen uns das, wir gleichen diese Gemeinschaft, wir gleichen Tod zu kommen. Unsere Vision sagt, Gott leben, Menschen dienen. Und so von der wollen wir denken an Gott leben. Was meint das, Gott leben? Und so Gott hat eine Foarm. Und so wie wollen Gott leben? Was meint das, ob Gott seine Foarm Gott leben? Ich will Ihnen some Ideas geben von dir. Ich weiß, jetzt ein sehr großer Thema, wir können da Monaten von reden. Aber wir wollen von dir sozusagen drei gehen nach Original. Drei nur, wo Gott einmal zum ersten Mal sieht. Na weet je, in Markus 12, da kommen die Pharisäer und Sadduzäer, die jüdischen Lehrer, sie kommen zu Jesus und sie wollen versuchen, eine Eignen zu jagen. Jesus sagt zu ihm, das Wichtigste ist, dass Horch, O Israel, der Herr uns Gott ist ein einziger Gott. Aber wir wollen sagen, er ist ein Gott. Ich gleich das nicht so, dass es der Plot die das sagt, aber allemal die Idee ist, dass Gott, du hast ein Gott, und ich will Ihnen von dort vertellen. Und du sollst dem Herrn, den Gott, von ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Gedanken und all deine Kraft Gott sein, oder leben. Das ist das wichtigste Gebot. Und das nächste ist, du sollst die nächste Gott sein als die selbst. Und da wollen wir Luther von reden. Na weet je, Gott sieht das mal zum ersten Mal zu sein Volk Israel. In 5. Mose 6, sagt es, horch die Israeliten, der Herr uns Gott ist ein einziger Gott. Sie sollen dem Herrn, den Gott, mit dem ganzen Hort Gott sein, und mit der ganzen Seele und mit all ihrer Kraft. So, Israel sei wir in Ägypten. Sie lebten in einem Land, was viele Jahre hat. Praktisch jeder heidnische Land wird zu der Zeit. Israel, sie hatten keine Bibel. Alles, was sie hatten, ist mündliche Tradition. Oral Tradition. Weil je zu der Zeit ohne eine Schrift und ohne eine Bibel, das wir von der haben alles abgeschrieben. Wir können meist nicht ans in so einer Welt nennen, als dort. Aber sie hatten alles, was sie hatten, sind die Geschichten, was die Väter verteilt haben von Generation zu Generation. Sie kannten von Abraham, Isaac und Jakob, aber dort wären 400 Jahre drei. Sie kannten die Geschichte von Josef, aber dort wären 400 Jahre drei. Und so die Älteren, wenn sie um 4 sollten zu aus, dann waren Geschichten verteilt. Dort war Information für tausende Jahre auf dieser Welt wiederging, von einer Generation oder andere. Und so die Israeliten, sie wohnen in Ägypten, ein Land von vielen Jahren. Diese Lied, was durch die Zeit wohnen, als Moses daheim kam, die werden durch geboren und abgewaschen. All für Generationen, 400 Jahre. Mehr so lange, als was uns Mennonitentum existiert. Na, wir haben auch sonst dort, wir haben allerhand Geschichten von Frühjahr. Aber das sind mündliche Geschichten, die sind wiedergegeben, in ein Bett verdreht, einmal hingewiesen. Und dann haben wir allerhand Geschichten. Aber das ist alles, was sie haben. Sie hatten noch gewisse Monaten den Glauben an Gott, aber dort wir mündlich wiedergegeben. Und so nicht kommt Gott nur ernt. Und Gott sagt, ich sehe ein Gott. Gott leben meint, dass du hast ein Gott. Wie kann das verstehen in der Ehe? Wenn du eine zweite Person oder die dritte Person kann sein, in der Ehe nennt, dann nennen wir das nicht mehr Leib. Dann nennen wir das Hurerie, oder wir nennen das Antrüsen, oder wir nennen das Ehebruch. Und so in der Ehe, wenn du was eine Ehe hast, wo Leib ist, dann hast du einen Partner.
eine Früh, ein Mann, so schwindet dat du noch 6 werden, dann sind nicht mehr Leib. Und so, wenn wir reden von Gott Leewen, und Gott sagt zu Israel, die sollen mich leiden. Ein Gott. Und dort, wo in Gott Israel lehrt, dass ich sie ein einziger Gott. Sie hatten alle Hand Jetter. Das wird sie gewarnt werden. Aber nicht haben Gott gesagt, ich sie ein Gott. Und weet je, wenn wir von der Gott leben, dann müssen wir das Selbstgedenk sein. Und das Selbstgedenk leben und annehmen, dass wir haben einen Gott. Ein Schöpfer von Himmel und Erde. Na weet je, für Israel, der größte Sinn, der ist der rein ins Alte Testament, dort wir immer waren, falsche Götter. Und so Gott redet immer waren so von, dass die hören den Raum mit anderen Götter. Und schließlich führt er in die Gefangenschaft nehmen. Wenn sie werden antrüht zu Gott. Sie hatten mehr als ein Gott. Und immer waren büden sie sich was. Weet je, Moses, wir noch mal 40 Jahre durch den Boy, dann hatten sie ein goldenes Kalf gebüht. Und wie denken sie, Menschen, wo wir hier? Großstärke Meer gegangen und mit der Wald und das Vieh und Eten und so weiter. Like die haben alle Wunder, was wir vielleicht von der würden gleich nachher und heran. Und so sie hatten all diese Dinge. Aber wisst ihr, was sie nicht hatten? Ein sichtbarer Gott. Und das für die Trübeln entkommt. Für uns auch. Wir haben einen Gott, den jetzt nicht zu sein. Wir haben einen Gott, und wir würden gleichen, wenn der zu sein ging. Das wollen wir so sehr gleichen, wenn dort Dinge passieren, ein bitte gewöhnliche Wunder oder so etwas. Und dann haben wir was zum Sein. Das meistens uns goldenes Kalf. Und so als Israel goldenes Kalf bietet, sie drehen sich gleich von Gott weg. Sie wollen bloß einen sichtbaren Gott haben. Das ist alles, was wir. Und so wir haben einen Gott. Und Gott leben meint, dass wir leben des Gott. Von der Welt wird Gott zu sie geschoben. Ich meine, du kannst an Gott leben und du kannst von Gott reden und das ist nicht großer Abruhr. Aber sei einmal, dass Jesus hast die einzige Weichen umfuhren, dann brennt es viel, dann sei wir dann all hell breaks loose. Und so Gott leben meint, dass du hast einen Gott. Du musst die selbst von Thron rauf sagen. Deine Worte, dein soll Geschmack sein, deine Keuke oder was immer das ist. Wir können lange die Dinge abnehmen. Aber ein Gott. Und so Israel, sie mussten ein Gott. Das zweite Ding von Gott leben ist, dass sie mussten den Rat annehmen, was Gott ihnen schenken will. Na weet je, als Gott mit Moses redet, dann sagt Moses, die wollen mich nicht gut leben. Like, was soll ich sagen? Nu kommt da einer aus der Wüste und sagt, nu kommt mich heran. Das ist eine Dummheit. Wir würden korrekt so denken. Und so Gott gibt Moses some Tekens und so eine Dinge. Das ist eine längere Geschichte. Aber sie mussten den Erlöser annehmen. Das war ein Problem für Israel. Immer war versuchten sie Moses zu sie zu schieben. Immer war wollen sie Moses feiern, so zu sein. Und immer war wir in der Gruppe, die sagen, wenn es mal lernen will, dann wollen wir zurückgehen nach Ägypten. Und Gott hat einmal harte Strafe bringen auf sein Volk, wenn sie Erlöser nicht annehmen. Jesus ist uns einziger Rader. Aber all die am Abnehmen und an sie nun leben, die heute mag, Gott seine Kinder zu werden. Und Gott leben meint, dass du nimmst Jesus an als dein Erlöser. Gott leben meint, dass du kannst dich nicht selbst raten. Ich denke, das ist ein bisschen eine Geschichte horchen, was ich kann von Jahren 3. Aber da wir mal eine Gruppe Männer, was in der Minenschaft in Chile, in der Schäden der Unja, ist irgendwann von Ihnen bekannt, some von Ihnen nicht. Und so ich kicke die Geschichte mal an, bloß mal ein bisschen kicken, wo sitzt dort, wenn ein Mensch sich nicht selbst raten kann. Und so diese Männer, die in der Deib Unja der Erde in Teuerstadt, mussten andere Lachen anbohren, besiegen und so weiter, und die hat wirken, zum die da raten. Und so, wenn wir nicht Jesus annehmen, dann gehen wir verloren.
Dat wat ons fehlt, dat wenn ich unter einen Schattenbaum lege, ich bei dir nicht den einzigen Weg an für die Erlösung, dann geht uns falsch verloren. Und so, Gott Leewen meint, dass wir nehmen ihn an. Wir nehmen Jesus an als unser Erlöser. Und die Schrift ist voll von Versen, das heißt uns eins ja Rader. Noch ein Ding, was Israel muss lernen, ist die Horchen, das Blut gebaut Horchen. Na, weet je, sind heute noch never erlebt, dass Gott sagt, schlag je ein Tier und schmiert das Blut unter denen, wo ihr leben bleiben. Ich meine, wer hat mal ever von so gehört? Und so Israel, sie mussten horchen. Je horcht das Blut gebaut. Dat zegt in Hebräer 12, hij is ook niet met bloed van kozen oder Kalver in dat Allerheiligste ingegaan. Hij ging met zijn ene bloed een voor allemaal in dat Allerheiligste neer en heeft van zijn eeuwige radung verschaft. Weet je, Gott Leewen meint, dat hij neemt dat bloed aan. Du kannst die wel die bloed geven, er juist niet aannemen. Du kannst die wel dat zelfs doen, er verseken, er Gott laten die raden. En zo eenmaal in deze wereld, de idee van bloed als een domheid. Ik meine, wat is bloed? We gleichen niet mal bloed. Soms van jullie gleichen dat bloed je beelden bechecken, niet? De nächste war, wanneer je met bloed zit, dan beschwimmt je ook al. Aber wir gleichen nicht Blut. Aber nu auf Gott sich gewählt, mit Blut beschmieren ohne der. Like, was ist das? Aber da wie Gott sein Weg in Israel muss horchen. Und Gott Leewen meint, dass du nimmst das Blut und du schmierst das an deine Derne. Als het zijn merkt er nicht. Dat hält sich Glück. Dan weet je, de Bibel leert ons dat leven als een Blut. En dat is een teken, bloed is een teken van leven. En zo, wanneer we zijn Gott Leewen, dan zijn we nemen dat bloed aan. Dat bloed wat daar zo im himmlischen Tempel staat, je in die zin. Maar ik merk me dat beeld immer, wenn Jezus schenken in Allerheiligste neemt met zijn ene bloed. En ik geloof dat staat dan hebben we je mijn zin. En zo, ik kan dat aannemen. En seilig worden, er dort verschmieden en verloren gaan. En ons met een niet het volk moet dat bloed aannemen. Wanneer we Gott Leewen, dan nemen we dat bloed aan. Ik en du haben dat, we verstaan dat. We hebben de schrift, we kennen de spraak, we kennen dat lezen, aber we legen nur einen Schattenbaum. En onze Geschwister haben nicht das bloed. Gott hat eine Form. Und die Form ist so erfolgreich, als Gott seine Arbeiter erfolgreich sind. Noch ein Ding, was Israel muss tun, zum Gott Leewen, ist, sie müssen sich von Ägypten wegdrehen. Wir nennen das Buße. In 2. Korinther 17 sagt er, Trühe, die von Gott ist, bewirkt ein Umkehren, wodurch wir selig worden. En dat wordt keinem Leid, aber die Welt trüher wirkt den Tod. Nou, wat hier zegt is dat wanneer ik Gott Leewen doe, dan wordt zin in mijn leven een trüher brengen. In andere woorden, ik kan niet bevrijd zijn met Lorna en aan een andere vrouw bezit hebben zonder zijn leven, als wanneer is. Dat is waar ik van red. Aber wenn ich mit befreit bin, das ist meine einzige Freude, dann bringt das andere mir ein schlechtes Gewissen, das bringt mir ein Trühe. Und die Trühe soll mich leiden zum Umkehren, zum Buße tun. Und weet je, Israel, sie mussten sich von Ägypten wegdrehen. Sie mussten von Ägypten rübergehen, sie mussten den Regen drehen. Sie gingen door weg, dat Wuter durch, und Wuter ging hängen, und war toll, und sie werden aufgeschnitten von Ägypten. Ein von den Fehlern im Christentum, ein von den Dingen, wo ich in meinem Leben nicht fertig noch von gepredigt habe, das ist Buße. Von Sinn wegdrehen und Gott drehen. Und so, wenn ich ein Kind Gottes sehe,
dann kann ich nicht in Sinn leben. Sinn bringt Treue in mir an, aber das soll nun Amtscheren bringen. Und dort bringt nun seilig worden. Das meint nicht gerad, das wird seilig hier, das meint glücklich. Aber wenn ich dort nicht in eine gute Welt hänge und ich habe all diese Sinn in mir, das lädt mich nun dort. Der Punkt, was Paulus hier über dir bringt, ist, dass als ein Kind Gottes kann ich nicht mit Sinn leben, ohne dass er Treue bringt. Und die Treue soll mich schüben, zum von der Sinn wegdrehen. Und so Gott leben meint, dass ich da buße. Gott leben meint, dass wir lernen Gott folgen. Und so Israel, sie mussten lernen Gott folgen. Und die Grundsäuden und Grünsten für 40 Jahre in der Wüste, wir weiten die Geschichte. Aber das selbst ist so mit uns. Gott leben meint, dass ich folge Gott. Ich glaube da, was er sagt. Ich tue da, was er will haben. Ich habe meine eine Idee, schlecht einmal, aber ich folge Gott nur, wenn ich lebe am. Und das letzte, denke ich, Gehorchen meint Gott sein Wort. Oh nein, aber Gott sein Wort lehren. Israel, so ich al zei, sie hadden Gott ein Wort, aber dann am Berg Sinai, dann fängt Gott an, die Bibel zu geben. Was wie von der Bibel an? Die 10 Gebote, das Gesetzwort, über dem geschrieben, das geht vielleicht noch ein paar hundert Jahre, aber schließlich sie hadden ein Wort. Und sie mussten lernen, dort zu folgen. Wir haben so eine Geschichten, zum Beispiel in Ezra, dass sie dort noch mal, fangen sie mal, war das Gesetzwort mal vergelesen im Tempel und so eine Dinge. Sie reiten ihre Kleider zwei, und sie waren an, wo schrecklich wie es werden, nur dort noch, was Gott sieht. So wie man Gott sein Wort kennenlernen. Wie leben Gott? Und so Gott hat eine Form. Gott leben meint, dass ich vermeide mich auf seine Form. Und Gott lud die an. Gott lud die an zu leben. Na weet je, wie waren in de komende week nog van reden waarop meint Menschen dein. Aber von der wir denken an Gott leben. Was meint das, dass du dein eigen Partner leben ist? Da meint all diese Dinge, was ich dir habe gesagt. Du hast bloß ein eigen Partner. Und so die laatste Rest, die weichste zu sein von all das Ewige. Verschiedene Beispiele können wir brücken. Aber wenn ich meine Frau lebe, dann ist sie das Nummer 1 in meinem Leben. Und so wenn wir sagen, Gott leben, was meint das für die? Und wenn wir dann denken, dass wir haben viele Menschen, die unsere Sprache reden, die nicht Jesus kennen. Da meine ich, dass jeder einer von uns soll eine Rüteranen und ein Versegen, ein Missionar zu sein. Bitte Gott, raubt die dazu. Aber du, wo du schaffst, du, wo du bist, lebe so ein Leben, das du Gott weißt. Sie aufrichtig mit deinen Geschäften. Sie aufrichtig mit, wo du mit Menschen umgehst. Dass wenn Menschen mit dir gehandelt haben, dann hat er mit wem gehandelt, was mit Gott Verbundschaft hast. Gott zum Former. Weil wir nicht meine Korn stehen lassen. Erfolg von dieser Form rat die Welt. Wenn diese Form nicht erfolgreich ist, dann geht die Welt verloren. Weil wir niemals vergehen. Gut, Frau, dass ihr abstehen. Ziemlich erfuhr, Dankeschön für die Form, wo wir kein Port von sind. Und dann hat ich betet, dass du uns verschlieren, was es meint, Gott leben in Menschen dein. Help uns dort zu lernen von das Bild von einem Former. Und die Arme kommt man dann an, wenn die Arbeiter treu sind. Aber wenn die Arbeiter unter einem Baum liegen, dann verdreht der Arm und der verschärt. Der Arm geht verloren sozusagen. Du siehst halt zu deinen Jüngern, dass der Arm ist reut und die Arbeiter sind wenig. Das ist noch einmal so. Und ich bete, dass du uns halten treu sind. Dort bete ich, was wir können tun. Herr, die eine Kornerie, was du uns gegeben hast, help uns, die zu schneiden und die Arten anzubringen. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen. De nächste Augenblick mit Team nehmen für ihr Beten, sonst möchte ich Ihnen sie werden, was ihr bereit sind, für ihr zu beten. Wir lassen uns welcher Team
mij allemaal fehlt het gelijk best dat we een beetje dollar zo zijn als de kinderen. We doen nog mij allemaal voor de kinderen. Voor jullie kinderen ook beten. En de kinderen die komen naar verder met ganz einfache dingen. Die zeggen, hat Tronen naar de uren, vielleicht zeggen dat je gewoon, wat immer het is. En ik geloof mij allemaal wie als adults, wie verziekt dat bis alle even te schmeren en bis uitgaan en zo, ons opstellen, alles is oké. En zo, dat is niet een bemus voor jullie dat je moet naar verder komen. Op alle goede der tijden waar ons manchmal wem fehlt, wem met reden kan en wem bebeden kan. En zij zijn hier uit, om met jullie te beden van jou. Gott is zijn met jullie, wat waar zijn.